Servus Bernhard, willkommen zurück bei mir im bayerischen Outback. Heute mal wieder aus der Hütte, weil das für mich einfach ein bisschen entspannter ist von da herinnen. Draußen ist die ganze Zeit irgendein Lärm, irgendein Flieger, irgendwas, da muss ich mal aufhören. Und da herinnen, da rede ich es mir einfach von der Seele, weil es heute nämlich wieder über bayerische Traditionen geht. Heute geht es um Glorfall, Wadelwärmer. Die Geschichte dahinter, wo das herkommt, wie man sie trägt, warum man sie trägt und wenn das meine Wadelwärmer-Strickerin meines Vertrauens erlaubt, dann verlinke ich euch sogar unten eine Adresse, wo ihr richtig coole, einzigartige, unikate Wadelwärmer bekommt. So. Also, zu den Wadelwärmern. Ich sage euch ja immer, es gibt so einen Unterschied zwischen der bayerischen Tracht, die man so vor 250 Jahren im Endeffekt ja so mehr oder weniger erfunden hat, und der traditionellen bayerischen, alpenvorländischen Kleidung. Und da kommen wir auf die Lo-Fi. Da gibt es nämlich auch einige Unterschiede, wo dann wahrscheinlich danach viele Leute darüber diskutieren werden und sagen, so ein Schmarrn und so weiter, wie man die Lo-Fi trägt, warum man die Lo-Fi umschlägt. Der Trachtenverein sagt, man darf die auf gar keinen Fall umschlagen, was halt einfach traditionell gesehen überhaupt nicht stimmt, aber dazu kommen wir heute. Ja, was an Lo-Fi, Wadelwärmer, Wadelstrumpf. In Garmisch heißen es Pfosen oder Häslan oder Stutzen oder Beinhös oder bei uns halt Lo-Fi. Und für die meisten ist es halt ein Wadelwärmer. Und da ist einfach der Punkt, wenn der Trachtenverein sagt, das ist ein Wadelwärmer, da macht es vielleicht wirklich Sinn, dass er recht hat, dass man sie nicht umschlägt. Ansonsten hat man die immer umgeschlagen. Das hat alleine herkunftstechnisch hat es schon einen Grund, warum man Wadelwärmer umschlägt. Also fangen wir mal ganz von vorne an. Es gibt ganz viele verschiedene Wadelwärmer. Es gibt natürlich die, die man sich überall kaufen kann. Das sind also kleine, von der Masse runter, kosten, keine Ahnung, zwischen 20, 30, vielleicht, wenn es euch irgendwo gescheit bescheißen, 40 €. Gibt es in allen möglichen Farben. Wärmen auch das Wadel. Hier ist bei mir für mich natürlich auch wichtig gewesen, dass man es umschlagen kann. Gibt es in allen Farben, gibt es Kasperlbunt. Vielleicht verlinke ich euch unten sogar noch eine coole Seite, wo so ein richtiger Wadelwärmer-Sammler eine Internetseite gemacht hat. Ich muss mal gucken, ob ich die noch finde und ob man das darf. Verlinke ich es euch. Und dann gibt es natürlich so richtig prachtvoll gestickte, aus richtig schöner Wolle, die... Naja gut, kratzig sind sie nicht und am Wadel ist wurscht, ob sie kratzig sind oder nicht. Aber die halt einfach auch zum Trachtenjanker dazu passen. Den habe ich jetzt leider nicht da, weil es schon mittlerweile ein bisschen warm ist. Aber für die Wadelwärmer ist halt einfach so dieses Einzigartige, dieses Unikat. Also ich hoffe, man sieht es, vielleicht mache ich nachher noch eine Großaufnahme. Jeder Wadelwärmer, den man sich stricken lässt, der schaut anders aus. Das ist wie ein Kunstwerk, dass halt ja keine zwei gleichen Wadelwärmer irgendwo unterwegs sind. So, das war mal so das Grundding. Dann, bei uns heißt es Lo-Fi. Da sagen auch viele, wieder so ein kleiner Disput, woher dieser Name Lo-Fi kommt. Das kommt vom Laufen, vom Laffer und wie auch immer. Die Wahrheit ist die, habe ich lange rumgesucht und habe vieles gefunden, das Wort Loferl, die Lorfen, die Larve, die Rinde, das ist ein uraltes Wort und es bedeutet so viel wie mehrschichtige Rinde. Das heißt Glorfa, also es gibt ja auch die Maske, es gibt ja die Lofenschau, da kommt das auch her. Das heißt die Maske, die das praktisch verhüllt, die das verdeckt, die außenrum liegt wie eine Rinde. Daher kommt der eigentliche Name Lo-Fi. Und genau da ist auch die Verknüpfung, warum man den Wadelwärmer umschlägt. Den traditionellen alpenvorländischen Multifunktionskleidungs-Wadelwärmer. Früher, als die Leute recht arm waren, sich keine Schuhe leisten konnten, da war es so, dass man halt dann ein richtig schönes, mächtiges, prachtvoll, naja, in Anführungsstrichen prachtvoll, also zumindest ein gescheit warmes, aufwendig gearbeitetes Sockenteil hatte, also an Kniestrumpf. Und der Kniestrumpf, der sollte natürlich die Leute draußen vor der Kälte schützen. Und ein Socken hat halt einfach das Problem, wenn du keine Schuhe hast, läuft sich halt der unten recht schnell durch und ist kaputt.
Und um das zu vermeiden, wurde der dann praktisch zweiteilig oder man hat einfach gar keinen Socken getragen, sondern man hat sich nur die Wadeln gewärmt. Und die Leute damals, die waren ja nicht dumm. Das heißt, Wadel gewärmt, du kennst ja meine Winterwanderungsvideos, funktioniert absolut gut. Aber wenn natürlich es kalt ist und man schon so ein bisschen im fortgeschrittenen Alter ist und seine Gelenke schonen will, dann muss man natürlich auch schauen, dass die Knie warm bleiben. Vor allem, wenn man eine kurze Arbeitslederhosen anhatte. Gibt es so ein anderes Video, Lederhosen ist ja auch so eine Geschichte, die sich entwickelt hat. Es gibt die Trachtenlederhose und dann sagt jeder, ja, ja, die ist ja nur 200 Jahre alt. Das ist schon richtig, aber die traditionelle bayerische kurze Arbeiterlederhose, die eine unglaublich coole Geschichte hat, auch mit Wilderei und überall mit allen möglichen Revoluzern verknüpft ist, die gibt es schon viel länger. Für die richtig hart Arbeitenden, die auf ihren Oberschenkeln irgendwas fertigen mussten, die hatten schon immer richtig schwere kurze Lederhosen an. Und dazu braucht man halt Wadelwärmer. Wie gesagt, oben verlinkt. So, kommen wir dazu. Der Wadelwärmer, deswegen umgeschlagen, Ursprung ein ganz langer Socken. Unten durchgelaufen, damit man ihn nicht wegschmeißen muss, hat man halt noch was draus gebaut, damit es den Fuß wärmt. Meistens ist man tatsächlich barfuß gelaufen. Das ist auch der Grund, warum man eigentlich sagt, zu die Lorfall gehören keine Socken. Man läuft entweder barfuß oder man ist barfuß im Schuh. Das muss halt jeder selber wissen, wie er das mag. Und diese kurzen Söckchen, die man dann in seine Plastikschuhe reinzieht, die haben im Trachtengewand überhaupt nichts verloren. Also nehmt keine Chucks Schwammerlsucherschuhe her, sondern nehmt gescheite Lederschuhe her oder geht's gleich barfuß. So weit abgeschweift. Also ganz einfach, hochgeklappt, übers Knie, Gelenke gewärmt, fertig. Das ist der Grund, warum man das ursprüngliche Lofall umschlägt. Damit haben wir das hoffentlich geklärt, warum es Umschlag-Lofall gibt und warum es ein paar Trachtenvereine gibt und ein paar Trachtenausstatter, wo dann drinnen steht, ein Lofall darf auf gar keinen Fall umgeschlagen werden. Ist halt leider Käse, liebe Leute. Ein Trachtenwadelwärmer, das mag schon sein, dass man den nicht umschlägt, aber der hat nichts mit dem zu tun, was ich hier präsentieren möchte, weil hier geht es nicht nur um die Tracht, sondern hier geht es um die Entwicklung der Tracht und hier geht es darum, was ist traditionelle bayerische alpenvorländische Multifunktionskleidung. Das ist mein Anliegen, aber das wisst ihr ja mittlerweile. Kurz nochmal die Geschichte angeschnitten, aber so die Geschichte der Tracht, die habe ich euch ja auch schon mal erzählt. Es ist halt irgendwie so gewesen, 1626 hat der Kurfürst Maximilian I., das war so der Erste, der so beschlossen hat, wir müssen da so ein bisschen was Trachtiges machen. Danach kam es 1853, kam der König Max Joseph II. Auf die Idee, dass man das wirklich ernsthaft durchzieht, Trachtenvereine zu gründen. Und dann war es halt einfach so, dass der Prinzregent Luitpold 1886, glaube ich, war das, der hat dann beschlossen, so wir führen jetzt die Tracht ein. Und da gab es eine lange Geschichte, dass der Kurfürst Maximilian I., der hat gesagt, ja, wir machen jetzt für 7 Bevölkerungsgruppen verschiedene traditionelle Kleidung. Und so ging das Ganze los. Also ich mag jetzt nicht so tief in dieses Thema kommen, weil das wird ein ganzes Video füllen, aber damit ihr mal so seht, warum sich dieses ganze Trachtenzeug, warum sich das so krass verknüpft mit traditioneller Kleidung. Und dass es einen riesen Unterschied gibt zwischen Tracht und traditioneller bayerischer Multifunktionskleidung. Der Kurfürst Maximilian I., der hat 7 Bevölkerungsgruppen rausgesucht. Bauern, Bürger, Kaufleute, Gewerbeleute, Geschlechter, da müsst ihr googeln, was genau damit gemeint ist, die Ritterschaft und der Adel. Das waren die 7 Bevölkerungsgruppen, wobei natürlich dem Bauern und dem Bürger damals noch keine eigene Tracht, oder damals war es ja noch keine Tracht, sondern kein standesgemäßer Kleidungsstil zugewiesen wurde. Ja, das ist mal so die Geschichte, wie so alles Trachtenmäßige losgegangen ist und wie sich das aus der traditionellen Kleidung dann daraus entwickelt hat. Also wie gesagt, das wird das Video sprengen, aber nur, dass ihr mal so ein bisschen eine Ahnung habt, von was ich eigentlich spreche. 1886 ist praktisch der Grundstein für die tatsächliche Tracht gelegt worden und der ganze Ursprung für schichtgemäße Kleidung ist nochmal 200 Jahre älter. Aber die bayerische traditionelle Kleidung, die Multifunktionskleidung, die man damals halt einfach gebraucht hat da draußen in der rauen Natur, die ist noch viel älter. Und das ist genau der Ursprung und das ist genau das, wo ich immer wieder ansetze mit meinen ganzen Geschichten.
Ganz am Anfang, ganz früher, waren Lofal aus naturweißer Schafswolle. Die ist halt einfach gefädelt worden, also gedreht, dass eine Wolle draus wird, und dann sind daraus die Lofal gestrickt worden. Das hat sich natürlich dann geändert, dann sind sie eingefärbt worden, weil Weiß halt natürlich extrem empfindlich ist. Natürlich haben auch die Frauen Lofal oder Kniestrümpfe getragen und die haben halt natürlich genau das gleiche Problem gehabt, dass sich die unten abgenutzt haben und dann musste man halt da Wadelstrümpf draus machen. Ein weiterer Grund war halt der, da ja alle eine kurze, kräftige Lederhose oder was ähnliches anhatte, hat die Kirche dann irgendwann ein Problem damit gehabt und hat gesagt, das unzüchtige, unbedeckte Bein, nicht nur bei Frauen, hat in der Kirche nichts zu suchen. Zu dem Thema werde ich aber auch nochmal extra ein Video machen. Wenn es dann soweit ist, verlinke ich es oben. Im Moment gibt es halt noch nicht. Aber es ist ein interessantes Thema. Ja, ich glaube, damit haben wir mal wieder so die wichtigsten Geschichten zum Thema Lofal, Wadelwärmer, 1000 weitere Namen, ich habe es ja vorher schon gesagt, geklärt. Meiner Meinung nach ein ganz wichtiges Teil der bayerischen Tracht und auch ein ganz wichtiges Teil der traditionellen bayerischen Kleidung. Ich werde euch jetzt da noch ein paar Nahaufnahmen machen, weil es wirklich so ist, da sind so schöne Muster dabei und man sieht, dass die nicht unbedingt bunt sein müssen, sondern wenn die verschiedene Brautöne oder Grautöne haben, dass die trotzdem einfach wunderschön sind. Verschiedene Wolle, verschiedene Stärke, feiner gestrickt, gröber gestrickt. Und dann natürlich die von der Stange, wobei ich jetzt nicht sagen möchte, dass das jetzt ganz furchtbar ist, aber wenn man halt einfach was auf seine ausgefallene bayerische traditionelle Kleidung gibt, dann lässt man sich die halt einfach selber stricken. Und vor allem werden die dann Maß genommen, dann rutschen die auch nicht, weil das ist immer das Allerwichtigste beim Lofal, damit man lange wandern kann und lange marschieren kann, ohne dass einem die Wadelstrümpfe die ganze Zeit runter zum Knöchel rutschen. Ja, habt ihr ja wieder ein bisschen was über die bayerische Geschichte gelernt. Über die bayerische Tracht, über bayerische Traditionen, über bayerische Multifunktionskleidung aus dem Alpenvorland. Und ich hoffe, ihr haltet eure Traditionen hoch und aufrecht, damit ein bisschen was übrig bleibt von dem, was sie uns im Moment alles wegnehmen wollen. Passt auf euch auf, kauft keinen Klump, dann müsst ihr weniger wegschmeißen, wie ich immer sage. Das ist auch wieder was für immer und es ist wirklich sinnvoll und man kann damit auch Winterwanderungen machen, habe ich euch ja schon gezeigt, ohne dass einem tatsächlich kalt wird. Habt ein wunderschönes Wochenende. Pfiat euch.